Mir alle Götten gi ger mal in Theaterste kucken. Wie derch noch nie gefrot, wat alles Donner stöcht. Mir waren han Kulissen dabei an hun geguckt, wie alles organisiert gëtt. De Kerschinger Theater huet den 13. Januar het Neitsteck Drëschenzeite präsentiert. Mir hunn sie bei der Realisation vum Steck begleet, ugefangen mat dem Bühnenabbau. Was in de Pascal schon seit 20 Joer manch Bühnebau, dat mech auf interesseiert. Wen hëlleft du alles mat? Mo de Stoff vun der Technik selber, de ganze Komitee, an dann hummer auch Membre selber, die sech no och op der Bühne stehen, die dann alle gotte mat hëllefen. Mat der Familie, ma Mann, mat der Frau, Kanner, du hast wirklich, so si immer wirklich verwind, an du könnt doch schi gern hëllefen. Wéi genau gët eng Bühn gebaut? Dat sind einfach holze Panoen, die dann ze summe gesät sinn, ginn so wie der Regisseur ge seg Bühn hat. Das ist ein ganz einfaches System, han mat Winkelen, fir dat ganz an net ëmfeld, fir ze stabiliseieren. Und dann durch die Form vun der Bühne selber, weil der den Quadrat ass hält sech Bühn as sech praktisch selber. Das hängt immer vom Regisseur auf. Wer dem méi verregt Ideen huet, werdet wie kompliziert das fir dat dann umzusetzen. Wir hatten enke Lift zu machen, dann soll er doch relativ realistisch rüberkommen, dat dann die Dieren dann so zogin mat enger Lucht, wie gesagt, dat ist immer der Regisseur. Heißt du eng Alphabünen, an heißt du kann ich bei dem dann Dschlang de Kap zerbrechen, da gëtt du hem getest. Und ich auch schon gemerkt, du hem Sachen opgeregt, wie zu testen, ob das geht. Ja, und das ist das, was die Herausforderung an der Spaß dabei ist. Weil du musst bedenken, dass das immer nur ein Kleid spielt, wenn du fängst, einfach Holz zu pannen und dann daraus etwas zu machen, an dem Moment, wo die Leute, wo dann der Ried abgeht, da fällt die Leute dann können auf die Boden. Das ist mein Ziel, für die Leute zu verzaubern. Ich bin den Ender Weber an sind hier für Technik zuständig, Ton, Mikroen und so viel andere Fort. Ja, wenn man die letzte haben, das war für 2 oder 3 Jahre. 2019, ja. Ja, da hatten wir hier, da hat jeder ein Headset und das Stück durch die 2 Kummern, die wir haben, können wir nicht mit Headset fahren, weil Heinz du einen an der Schwammbox racken oder da wen dat schon gesinn. An lo henken dann mat Mikro an de Plafond und da gucken wir dann do guten Ton rauszukriegen. Wir gucken da immer jegent Appppes an der Hand hunn, wo et Firo geht. Also Mikro as een Hëllesmittel Moen sagt hun hu schon hart stimmen mit das einfach ein Hëllesmittel fir de awer bisssen ze schonen. Wann man lo Pause mat te proben auf dem 2. Januar geht lass, dann gëtt all da also wären 15 Dech andere neen. Die ganzen Texten dufir si Mikro awer een Hëllesmittel fir d'Stimmen bisssen ze schonen. Wie was se aus sollte fallen, dann geht er um. Steck as se löschtegen Dreiakter, den an eng Hotel am Eislig spielt. Am Mittelpunkt sind 2 Hotelszimmer mat enger Verbindungstier, wo et oft zu witzege Verwieslunge kënnt. Kurze Summe gefasst. Wer organisiert in den Theatersteck? Ja, dat ass an der po Etappen fir d'éichtegen molle Stege raus, war den eventuell kann Spille, wat der bei Leiit ugepasst ass. Et ginn eng sëllege Stecker, die schon op Lützeburg geschriwe sinn. Wann lo nächte dabei, also wat man schon den Tour wat man schon gespielt hatten, dann sich nicht mal in der Reis, wat ich kann übersetzen, an den Dabeisgruppe adaptieren, dat ass die echt fas. Und dann geht es dann zu summen, die Bücher fertigzustellen, dann die Bücher zu verdelen. In dem Moment wird alle Akteure seine Rolle, dem was zu spielen, da fängt so ihren Text auswendig zu lernen. Und dann so plus minus 3 Monate für Depart
wo man da spielen, dass die echt Prof, wo meist alle guten zusammen treffen, und dann sind Probe lass. Da gibt eng Leesprof gemacht und gibt dann an Szenen, bis dass die 3 Akten durch sind. Das ist just Theatersteck. Der Rest rundherum, die ganze Technik, die entsteht immer so die Fähigkeit in dich für drin, dann hast mit der Technik alles dabei. Dann draußen der ganze Catering muss organisiert gehen. Das kann doch dabei, die Leute müssen kommen, muss ein großes Tombola da stehen, all die Sachen müssen gesammelt gehen. Bis das ein Tag von Haut dann da ist, wenn wir dann Premiere haben, und dann hofft man, dass alles klappt. Wir haben wirklich zu Käsing die Chance von der Gemengenheit ein fantastisches Saal zu kriegen, das ist eine super Technik alles da. Früher hat man Teil 75, da war das alles nicht so modern wie heute. Wir haben also vom organisatorischen Plan nicht. Ein bisschen mehr personelle Plan. Wir wären froh, wenn wir nach paar Membres beigeben kriegen, die auch Welten unterstützen. Sie wird beim Spielen oder sie wird mit helfen für Bühnen abzurichten oder an dem Kantor oder so. Leute am Verein gehören würde nie genug. Ja, es sind haut Christel an es sind Fra vom Charel den ab März verhemlichen hört an es sind bisschen eng eng streng Fra die ganz mit ihrem Mann hört an aber auch bisschen vielleicht nicht die clever weil ich relativ naiv sind an nicht sei Spielchen durchgucken. Ich meine, dass ich immer wohl Theater spiele mir so als Kind und auch als Jugendlichen hätte ich nicht so Occasionen gehen. An Erstand habe ich eben beim Claude den Mund ein bisschen vollgeholt, dass ich das auch kennt machen. Das wäre nicht so schwer. Und dann hatte ich dann beim nächsten Stück dann ein Buch am Grab, ja. Und das ist jetzt viele Jahre her und sind ich dann am Theater dabei. Es spielt Manno an Manno ass am Fungol eng Fra vun an die feiert sech, déi e Mann kennengeléiert huet an sie as sich net so ganz sicher op dat lo die richchten ass an dofir gehts an Vakanz fir eben halt iwwer die Bezeung do not zu denken. Manno ass eng ganz dynamisch Fra e bësselchen liicht hysterisch an dat as fortfir zu spielen. Spielen Theater, weil man am Fungel vu Kleinmut immer Spaß gemäht huet, für Theater gucken zu gehen. Und ich mir schon gedacht, du willst du auch machen. Für mich als Theater ein Equipesport, wo es am Fungel muss da sein, weil sonst funktioniert das nicht. Andererseits ist es flott, dass mal heinst du so emotional eine andere Person zu spielen.